Lieber Gott, war mir tot, wann ich werden so wieder abstinent. Dazu hab ich kein Talent, nur ein Wein schenkt's mir rein. Ich bin heut, weil's mir gefällt, immer lustig, lebensfroh. Vor mir raus irgendwo, sing ich das als Holz. Jesus, Freundl, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, fallen mir ist Kammerleer. Jesus, Freundl, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, aber höher geht's nicht mehr. Grüß euch, servus, küsst die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bund. Ihr hört euch Lieder aus früherer Zeit und manche Odern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre, alles Backe spült wir noch dem Werner Schar. Die Quetsche klingt halt super fein, die Kontrabomben hintendrein, und Sange klingt jetzt auch schon recht human. Drum Leilung, grüß euch, servus, küss die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bund. Ihr hört euch Lieder aus früherer Zeit und manche Rodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Habe die Ehre, grüß euch, servus. Und küsst die Hände, die 16er Buben sind wieder da und laden zu Pavlatschen zur 80. Ja, hallo der Roh. Zur 80. Ausgabe. Die Pavlatschen, der Wiener Lied Livestream schlechthin. Ich mein, der einzige Wiener Lied Der Livestream. einzige, ja. Nein, nicht ganz. Hin und wieder macht der Stimmt. der Flutsch und der Joe Der Boge. Also Flutsch, es ja. gibt auf Ja, Instagram ja. mitunter einen, aber ich will sagen einmal, auf YouTube ist der einzige. Alles, was Rang und Namen hat, Wo ist bereits da herrscht. Ein Wahnsinn. Oder ist da? Ton hoffentlich passt. Glaub schon. Jawohl. Jawohl, ich will gerade sich Roland Sperg, wir haben heute schon telefoniert, Familie Sperg, meine lieben Natascha und Roland, jawohl, auch dabei heute. Wird demnächst nicht nur umgetrunken, sondern auch aufgespült. Ja, Freuen wir uns schon sehr drauf. freue mich auch schon. Und wir haben auch grandiose vergangene Konzerte jetzt da gehabt, die Woche. Eines der wahrscheinlich legendärsten, für uns jetzt so, war in Stadtschleining im Burgenland. Im Burggraben quasi. Im Burgen, ich war geil. Im Burg, echt leibend. Wir am Viehtheater dort so auf die Art, herrlich, es war ein Traum. Mit den Bluesschrammeln, es war das Festival Blues and More, so heißt das Festival, 3 Tage, glaube ich, geht das. Und wir haben die Ehre gehabt, dass wir da spielen. Nach uns war der Hans Dessing, war leibend, aber wir haben zum Spielen aufgehört und zum Ringen uns angefangen. Ja, wir haben ein Masel gehabt, Ja, wie man sagt, ja. ein richtiges. Aber legendär, weil das war ein richtig Konzert, das war ein tolles Publikum, Riesenstimmung, alles drum und dran. Wie es gehört sozusagen. Und Weinviertel war auch vertreten. So aus Eiweiß da war eine Richtig, Abordnung richtig. da. Hat mich sehr gefreut. Ja, unter anderem auch ein Kontragitarrist, Ja. hat mich auch gefreut, ja. Und ja, also das hat es gegeben, haben wir noch gespielt. Wir haben dann noch privat bei einer Festivität gespielt. Sonst irgendwas? Lass mich nachdenken. Ich glaube gar nicht. Nein, das war seit letzter Woche nicht. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist eine traurige Geschichte, aber es ist so. Was soll man machen? Das ist so. Aber es war trotzdem leibend. Wir haben gehabt, dass im Vergleich, der letzte Sommer war ja grandios. Also war Sommer, nicht, ja, ja. obwohl Corona war, da Ja, war ja. dann der Lockdown aus. Und der Sommer, also wir haben uns nicht erwehren können vom Spielen. Obwohl es trotzdem weniger war als sonst, aber das war nicht wirklich spürbar, also das war wirklich leibend, aber heuer ist echt eine zache Geschichte. Wie auch immer, daher ist jedes Konzert irgendwie eine Riesenfreude. Absolut, ja. Und die Woche stehen ja 2 super Sachen an, der Taschler, der Klassiker. Klassiker, absolut ausverkauft. Ja. Also das mal, es ist wirklich, es gehen ja nicht so viele Leute rein. Ja, ja.
Ist ja so. Aber der ist ausverkauft, restlos ausverkauft. Und dann natürlich am 6. Da habe ich sogar ein Büdel. Das machen wir gleich am Anfang, weißt du? Das Da haben wir heißt- gleich am Anfang. Das steht mir Also, ab. wieso? Am 6.8. sind wir im Ausblick Wien. Also wer Zeit, Lust hat, unbedingt meldet euch an. Kommt hin. Unser klassisches Sommer-Open Air am Abend. Mit wunderbarem Blick über Ich bin mir Wien. nicht sicher, ob ich Mitten, Alte Goschen, mitten im Doppel- Weingarten. Die Siri redet schon wieder mit. Die Siri redet schon wieder mit. Das ist Ein echt Wahnsinn. leibend. Ja, nicht nur mitten im Weingarten, sondern wirklich der Name Ausblick ist Programm. Und vor allem das Leibende ist ja wirklich, wenn du da bei Tageslicht anfängst. Also, was war jetzt der halbe 8, glaube ich, fangen wir an. 19.30 oder 19 Uhr, so. glaube ich, fangen Warte, wir. ganz so Ich viel weiß gar nicht, auswendig gar nicht, ob 19 Uhr. 19 Uhr, ja. Konzertbeginn 19 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Und dann dämmert es und dann fängt in Wien rundherum an, dann Gingen die geht Lichter. Licht. Das ist auch Wahnsinn. Also bitte kommt hin, das wird uns sehr freuen und war eine ganz leimende Geschichte. So, was haben wir noch? In der Woche dann nichts. Dann nichts. Dann ist am 15. Lentnerquarl. Ja, da habe ich gar kein Ding. Unser Sommer-Frühschoppen am Ja. 15. Immer am Feiertag. Am Feiertag. Seit, weiß nicht, Genau. 13 Jahren, glaube ich, 14 Jahren, so irgendwie. Genau. Aber ja, die Infos findet ihr auf der Ist- Homepage, wir wollen ja nicht zu viel. Ja. Ich meine, zu viel, man muss ja Werbung machen für das, was wir spielen. Und dann natürlich das Skonarium. Das Skonarium Bad Schönau am 21. August. 21. August sind wir dann in Bad Schönau. Aber da findest du alle Infos auf unserer Seite. So, jetzt gehen wir in Medias Res. Patrick geht jetzt sagen, du magst mir das Anboten. Ja, das hat nämlich mit dem Auftritt am Freitag zu tun, beim Ausblick Wien. Richtig, weil Wir haben einen wunderbaren Chardonnay vom Herrn Dr. Höfler bekommen. Schon vor längerer Zeit. Ein Jahrgang 2019, das ist sehr groß gedruckt, wie man sieht. Ried Jungenberg vom Biesamberg. Ich lese euch das kurz einmal vor, die Beschreibung. Ich freue mich auf den Irrsinn. Ich ein bisschen aufs Kräftigeres mit 13,5%. Dieser Chardonnay umspielt sanft den Gaumen und entfaltet sein Potenzial mit einem kräftigen Abgang, der den rauchigen Charakter gut abgestimmt betont. Der Körperreichtum hält den Wein einige Jahre frisch und eignet sich damit perfekt für lange Lagerzeiten und als Begleiter zu Huhn, Fisch und Dessert. ja, Ich freue mich sehr, Chardonnay vom Biesamberg. Genug geschwafelt. Der Drehverschluss. du, pass auf, du schenk ein, ich begrüße mit die Leute. Ja, ich ja, begrüße ja. mit den Leuten, namentlich nahezu quasi sozusagen die, was im Chat sind, weil wir uns ja immer wahnsinnig freuen. Der Rudi Korb ist heute der erste Eintrag. Der erste Chat-Eintrag, Rodolfo Corbetto. Jawohl. Grazie mille, das war jetzt italienisch, Spanisch, ist ja wurscht. Servus, schön, dass du dabei bist. Franz eben, natürlich auch eine große Freude. Ich nehme an der Seite von der Isabella. Grüß euch gut, Susanne Bum, Karl Duschl, Daniela Schlögl. Ja, wir werden uns ja in 2 Wochen, 3 Wochen, 2 Wochen, ist ja wurscht. Wir sehen uns noch im August in Enns, wenn wir auftreten. Apropos Daniela Schlögl, ich habe am Samstag beim Frühschoppen zu Mittag den letzten Nussschnaps von dir ausgetrunken. Ja, Okay. waren alle begeistert, die Damen, die da waren. War jetzt auch eine Freundinnenrunde von der Elisabeth. Ja. Ja, ist ja sehr gut. War Aber das- mir wundert es nur, weil ich ihn schon längst ausgehoben habe. Das quasi schon gar nicht mehr der Sendung. Aber ich habe gestern inhaliert, weil ich ein bisschen mit den Nebenhöhlen zu tun habe, inhaliert und da habe ich mir einen Schuss vom Schwedenbitter. Schwedenbitter, ja. Weil mir reingehauen von der Daniela. Danke nochmal, gell? Weil mir reingehauen ins Wasser. Eingesaugt. Leider. Ja, wie auch immer. Fritzl Startguss natürlich am Jawohl. Start, Straßenhans, Momo M, grüß euch gut, Matthias Mariacher. Begrüßt die Paula Cisti, der Hubert Hinkhofer aus Oberbayern, Landtalstromer, grüß dich Gott. Und der Dimege Alle Pemperton da, aus München, alle jawohl. Raphael Illmeier aus der Steiermark, Wildcat, Alucard, grüß dich Gott Alucard, ich hab noch immer einen Wein von ihm. Also, den teile ich mit ihm. Schauen wir mal. No. Der Maike, Thomas Bastlecke, Bruderherz ist mit dabei. Die Karin Albertine Priestanek. Der Jota. Viele Grüße aus Essen im Ruhrgebiet. Jawohl. Die Irme Hinkhofer. Roland Sperk hast du schon begrüßt. Wir grüßen auch nochmal da. Nur, dass man es ein bisschen so durchgeht. Nicht? Das ist ja quasi der VIP-Empfang, muss man da sagen. Ja, Nicht? so ist es. Muss man sagen. Wildcat, Markus Pristonik, Paulatschenzeit. Und Hannal. Das Jawohl, Hannal-Tee ist das natürlich Hannal-Tee ist auch. da. Super. Ganz klar, ganz klar. Roman Steurer, meine Eltern, Werner Wichtig, Christoph Radau, Namen aus Aachen. Was? Hab wieder meine geliebte Domina von der Nähe. Brustwurm und Babalcisti. Eine Dome? Da der Dominator oder sowas vielleicht, ist die Dome, ist das ja was? Ja, das
Das kann sein. Möglicherweise. Das kann sein. Das Ich reime mir jetzt nur was zusammen gerade, aber. Der Raphael Hillmeier sagt, Burma, ihr schaut fit aus. Danke. Ganz klar, wenn wir fit sind. Ja, sind wir. Steine Das sieht man eh. Jesus, nein, jetzt hätte ich fast Und der irgendwen Ball gebannt. beendet, oder was? Wen hätte ich jetzt gebannt fast? Nein, Die ich glaub, das war- Fritzelstadt, kurz wahrscheinlich. Nein, Der braucht es eh. irgendwo angekommen, auf einmal so bannen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht gemacht. Man sieht ja, dass wir fit Wer sind. war denn das jetzt? Scheiße. Arm, Aber ich glaub Manschetten und so. Ja. Inhaliert oder. Der Matthias Mariacher sagt, jetzt fällt ihm, dass Siri Klaus den Auftritt verbietet. Na, die Siri verbietet Sicher gar nicht. die muss die Pappen halten. Aus. Ja, genau so ist es. Gary 1.0, Christopher Radau, Tennisarm Klaus, ja, in der Tat. Das sind Manschetten vom Tennis, für den Tennisarm. Das habe ich schon so lange gehabt und jetzt habe ich dann endlich begonnen, ihn auch zu behandeln. Aber Rennen schon, gut 6 Wochen habe ich den schon. Ja, Locker. Na, mehr Der schon. könnte jetzt schon weg sein. Der könnte schon weg sein. Ja. Jetzt habe ich angefangen, dass ich ihn Aber machen wir behandle. es mal ein bisschen. Ja. Ja, Daniel Schlegel, Batsche Neu ist auch dabei. Richtig, Jawohl. richtig. Der Flurdan ist dabei. Ah. So schaut's aus. So schaut's aus. Der Roh ist aufgewacht, sehr gut, dann können wir endlich einen Schluck vom Wein nehmen. Endlich. Sehr zum Wohl. Schaut der nicht, wenn er ein bisschen steht, der braucht eher ein bisschen Luft. Hat schon. Der braucht so viel Zum Luft. Wohl. So viel Luft braucht er nicht. Auf euch. Auf euch. Schön, dass du mit dabei seid. Ah ja, einen zweiten Schluck. Ah, gut, bist du deppert. Ein Wein ist schon was Gutes. Also wenn es ein besonders guter Wein ist, ich habe dann was besonders Gutes. Das sind die Weisheiten, die man halt so von sich gibt. Doch ein Sekt gut sein, weil gestern früh mit also die Damen und der eine Herr da war gestern bei uns, und hat glaube ich 4 Flaschen Sekt gegangen. Wirklich wahr? Naja. Naja. Bei euch geht's rund, bei euch geht's rund. Ja. Wir haben jetzt auch gespielt. Eben bei einer privaten Feier und da war eine alte Dame und die hat sich gewünscht, ein Lied, das wir schon lange, ich glaube, wir haben sicher schon mal gespielt, auch in der Pavlatschen. Ich glaube auch, gespielt haben wir sicherlich sogar. Ich Also glaube das ist mein Lieblingslied. Ja, eigentlich. ja, sicher, das haben wir für die Oma. Beider meiner Für Großen. die Omas haben wir das gespielt einmal, ja. Ja. Und die haben wir gesagt, das spielen wir jetzt gleich wieder. Der Handschuhmacher, oder man kennt das Lied auch... Der Lannermusik heißt es eigentlich im Original. Richtig. Oder da drunter Ulrichsbergerl. Oder das Ulrichsbergerl. Das Ulrichsbergerl, ja. Also 3 Titel oder 4 gibt es locker dafür, man muss immer wissen, Aber am was meisten ist. bekannt ist unter Gespützmann Handschuh. Der Handschuhmacher, so ist Ja. es. Ein kitschiges Lied, Ja, kann man sagen. in jeder Hinsicht. Ja, absolut. Aber Aber eben, schön. ja, es kommt aus dieser, geschrieben hat es wer? Roman Domanik, eindeutig daher Roman Domanik Moll, wie ich immer sage. Ja. Fängt alles in Moll an. Bei ihm immer. Fenzinger Ja. Kircherl. Absolut, fängt den mal an. Ja. Aber es ist eben eins dieser romantisch-kitschigen Zeit, Ja. das Wiener Lied, das gehört da auch dazu. Aber ich finde er recht schön. So, das spielen wir jetzt einmal in Handschuhmacher. So. Da drunter am Ulrichsbergerl, in einem kleinen Haus, da war vor vielen Jahren ein Handschuhmacher zu Haus. Sein blond gelobtes Bibel, den bringt, weil es so bitt, in Gottes Namen der Vater ein Kindergärten mit. Da hat er gefragt, was willst denn wer? Gesagt mir's da, mein Kleiner. Drauf hat er gelacht und dann kommt die Angst. Na, Musikant, allein, ja. Sing durch die Wiener Luft, Wolze wie Blumenduft, schöner als Rosmarin, Melodie. Schnupfer und ins Herz hinein, huschen dort warm sich ein, bist wie ein Stück vom Glück, und wie die Vögel singen, ein Bacher leise rauscht, der ganze Wald wird flüstern, als ob der Engel blascht.
So tönt's aus Lannas Geigen ins goldene Werner Herz. Und Sonnenstrahl. die tragen die Klänge himmelwärts. Da hält Gott von der Hand ans Ohr und fragt der Engel, Kleiner, sag, wer spielt auf meiner Erd so lieb? Aber ich bitte, sagt's, der Lanner, ja. Sieh durch die Wiener Luft, Wolze wie Blumenduft, schöner als Rosmarin, blühen Melodie, schlumpfen ins Herz hinein, wuscheln dort warm sich ein, bis wir ein Stück vom Glück Lanner Musik. Schlupfen ins Herz hinein, wuscheln dort warm sich ein, bis wir ein Stück vom Glück Lanner Musik. Geht aber wie Öl, finde Wie ich. Öl, Die Nummer, wie Öl. gell? Das ist Romantisch, ein Traum. kitschig, leibend. Ja, das ist gute Ja, Beschreibung. ja, Ja. Man, Finde ich, ja. sicher, ich baue nicht nur solche Lieder, Nein, aber nein. es ist halt, ja. Es Die geht Leute, auch euch dazu, gefällt es was auch. leibend. Euch Ja, gefällt's absolut. auch. Das ist ja wunderbar. Die Achtelvereine. Was hat der Raphael, hat mir ein Freund von meinem Vater aus Belgien mitgenommen. Was war das? Lanner Musik heißt es. Maggie Pemberton, genau. Der richtige Name Lanner Musik. Der Siegelbär aus Dresden, grüß dich Gott. Schön, dass du dabei bist. Ein Kirschbier. Geht auch, trinkt er. Kirschbier geht Ja, auch. sicher. Natürlich. Das sicher. Hauptsache du trinkst was. Sehr schönes, blumiges Lied taugt mir. Hannerl. Na, das habe ich mir gedacht. Ja. Das ist ein Lied, das habe ich mir gedacht. Das passt fürs Hannerl. Das Das passt. Schluck nehmen. Wampe, Fiaker oder am Schoß von der Mama. Ja, so sind nicht. Das werden wir sicher was machen davon. Oh, Casino Baumgarten ist einmal wieder live dabei. Das gefreut uns. Große sehr. Freude Grüß mit dich euch. Gott. Prost. Jawohl. So, ein Schluckerl, ja, Prost zum Wohl. Dieser Chardonnay ist ein Traum. Ja, wirklich gut. Ausblick Wien. Ehrlich. Warte, ganz wichtig. Also, wir haben noch Zeit. Unser Zentralfriedhof-Ding wird am 1.11. auf ORF3 gespielt. Dankeschön, ja, das tun wir gleich. Titel der Gottesacker. Sehr gut. Sehr schöner Titel. Gleich ein Terminaviso an alle am 1.11. Allerheiligen. Allerheiligen. Ja. ORF3, der Gottesacker mit Musik von den 16er Buben. Mehr verraten wir noch nicht. Das Mehr kommt verraten im wir Laufe des Jahres noch. Casino Baumgarten, Ja. also der junge Mann, der dahinter steckt, war der Produzent dieser Sendung und wir freuen uns sehr. Das war eine sehr leibende Aktion. Ich glaube, wir haben damals erzählt davon. Und der Martin, der das gemacht hat, der hat damals gesagt, du, ich habe das jetzt vorgeschlagen für den ORF und die haben nicht so recht, das war noch nicht fix. Und jetzt habe ich gesagt, du, ich mache das einfach auf eigene Wir machen Kappe. es einfach so und Wir machen es und ich werde es schon verkaufen. Hat er gesagt. Und wenn nicht, im schlimmsten Fall, hat er gesagt, kriegt einfach ein leibendes Videomaterial für YouTube. Aber siehst du, also auf jeden Fall. wunderbar. Auf Super. jeden Fall. Und ich habe jetzt so diese, wie nennt man das, so eine grobe Skizze, nicht? Habe ich ja gesehen, also wo das quasi überhaupt noch nicht wirklich geschnitten oder sonst was, aber nur so zusammenpackt, einmal auf so diese, wie das Ganze ablaufen soll, wie diese Sendung sein soll. Es geht also um einen Zentralfriedhof und wir sind da eben mit 3 oder 4 Lieder, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Na, 4 sind sicher, wenn nicht 4 sind sie sicher. Ja, 4 das sind war's, sicher, ja. sind wir eben da mit dabei. Und das finde ich ganz leibend, da muss ich echt sagen. Und das ist eigentlich eine Orgie an rote Achteln wert. Für Casino Baumgarten. Für Casino Muss ich auch Baumgarten, für den Martin, sagen. Absolut. weil der hat gesagt, ich möchte was machen über den Wiener Friedhof und über das Ganze, aber nur mit echtem Wiener Lied und da gibt es nur die 16er Buben.
Deswegen hat er gesagt, Zitat, Martin Busch. Martin und, schreibt ja schon, danke euch, es wird toll. Und Jung, danke, Ja, danke das- sicher auch noch einmal, der Herr Casino Baumgarten. ich muss ein bisschen reinwapseln, nicht? 5 Liter sind es. 5 Liter, ne? Schau. Ja, genau. Ich muss ein bisschen reinwapseln, weil was das? Nicht? Das wird ja nicht die letzte Doku gewesen sein, was er draht hat, nicht? Mit den 16. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall, bitte haut's ihm eine, Casino Baumgarten, haut's ihm eine Orgie an rote Achteln. Weil der bringt es durch, dass zumindest im ORF das eine oder andere Mal Wienerlied kommt. Ist nicht zum ersten Mal. Nein, nicht zum ersten Mal. Absolut Wir haben nicht, schon ja. 2 Seitenblicke-Auftritte ihm zu verdanken. Und so. Also wirklich ganz leibend. Der redet nicht nur über wie schade das ist, dass Wienerlied nicht mehr vorkommt, sondern der tut was. Also, dann schau die roten Achteln, Fortscheine. Jawohl, jawohl. Casino Baumgarten, CB, Daumen hoch und die Achteln. Jawohl. Martin, das sind deine Achteln, also natürlich nur. Symbolische leider online. heute, aber es ist, was soll man machen? Ja, was war es? Nur mit euch. Danke schön. Heißelfrau am Friedhof am C3. Ich freue mich drauf, sagt die Hannadl. Ich freue mich auch. Also wirklich, 1.11. Absolut, ja. Passend natürlich. Und ja, ganz leibend. Ganz leibend. Das taugt mir jetzt sehr. Große Freude und die Achteln, schau die vorne rein. Ja, ja. Zu Recht. Zu Recht. Was spielen wir? Was spielen wir? Erst Casino Baumgarten, hau eine Wunschlied, aber eins, was wir kennen, bitte. Schreib, was du hören willst. Und wir spielen nichts, was am 1. gespielt wird. Ja, aber da kommen wir 2, 3 nicht mehr. Schau, der Peter Raff jetzt wieder, schreibt's gleich in den Kalender rein. 1.11. ORF 3, Gottesacker. ZDF Bravo, Casino Baumgarten, jawohl, siehst du das? Das ist leider. Markus Bestonik, Mariacha, die Karin, jawohl, alle haben es eine Achteln. Aber So jetzt warten wir noch, geht's auf den Liederwunsch von Martin, von Casino Ich habe noch was gut Baumgarten. dabei. Haben wir gleich noch einen Schluck rein. Ah, da musst du nicht schon nachfüllen, glaube ich auch. Du, der ist stark, gell? Ja. Ein Portön ist ein Portön ist ein Portön. Klaus, ja, super Bühnenfoto habe ich Facebook gesehen von dir. Ja, ich hab noch nicht geschaut in Facebook. Ich Hey, habe die Fotos die meinst Fotos du? vom Dietmar. Vom Blues and Didi. More Festival, ja. Ja. Sind super Fotos dabei, absolut, ja. Ich muss mir das jetzt anschauen. Ein Kastanienbaum wünscht er sich. Jawohl! Jawohl, na gut. Wann's sein muss. Ja, nein, für den machen wir. Das machen wir. Für die Das war machen jetzt wir eine Frechheit fast, aber nein. das. Nein, Machen wir schon. Für den Emil machen wir das. Jawohl, für den Emil. Geht's? Bin bereit. Du narischer Kastanienbaum, du blühst erst im August. Warum erwacht so spät in dir des Frühlingslebens Lust? Du narischer Kastanienbaum, du bildest dir wohl ein, du könntest da wo der Herbst schon naht, ein junger Frühlingsstürmer sein. Ganz dicht am Rand vom Stadtpark steht, wo alle Welt vorübergeht, ein Baum, der lässt seit langem die Blätter traurig hangen. Doch plötzlich ist er aufgewacht und Kerzen standen über Nacht auf allen seinen Zweigen. Jetzt da wollte er sich zeigen. Du narischer Kastanienbaum, du blühst erst im August. Warum erwacht so spät in dir des Frühlingslebens Lust? Du narischer Kastanienbaum, du bildest dir wohl ein, du könntest da wo der Herbst schon naht, ein junger Frühlingsstürmer sein. Für Martin, Casino Baumgarten. Absolut. Für den Emil eigentlich. Respektive für den Emil. Genau. Für den Emil. Du hast Ja, genau. Oh, die Achtel von einer. Das Ein ist Traum schön. noch nie gehört von euch, sagt der Roland Spierk. Ja, wir spielen das nicht oft. Ja, Ja. oft, ja, ja. Weil der Baum jetzt gerade blüht, die Mägi. Ja, stimmt, August. Ja, das ist das Augustlied. Das ist ganz klar. Der Wein ist gut. Entschuldigt, das war jetzt ein Einwurf, der war notwendig.
wir gleich, ich sitze in einem Weingarten. Ich sitze in der Weingarten. Gute Idee. So ist es. Eine Komposition. Eine Komposition Klaus Schwager, von mir habe ich ja quasi genannt Bis am Berg Teil 2. Teil 2, ja genau. Ich sitze in einem Weingarten unter einem Baum. Da bin ich daheim, das Weinlaub besticht durch sein saftiges Grün. Dazwischen schau ich auf mein herrliches Wien. Und über mir wärmt mich der Sonnenschein. Ich freu mich und trink mein Flascherl Wein. Die Vogel, die zwitschern so lieb durcheinander. Ein Frauenkäfer kraxelt ruhig auf meiner Hand. Die Blären, die drehen sich ganz sanft mit dem Wind. Ich freu mich so, als war ich noch ein kleines Kind. So kann man heute noch glücklich sein. Ich freu mich und trink mein zweites Flascherl Wein. Berauscht, schau auf zum Mond, er lächelt mich an, weil mich ist er schon gewohnt. Die Grillen, die zirpen ein Liedl mir vor, beim Herrgott bedank ich mich für die Natur. Dann hol ich mein Glas ab zum Kerzenschein und trink mein letztes Flascherl Wein. Und trinke mein letztes, wirklich letztes, hätte Flascherl Wein. Sieh mal. Beim Wein darf's nicht fad sein, bei einem Lied musst du stark sein, sonst hast du die halbe frei. Beim Plaudern musst lieb sein, und beim Busseln a Dieb sein, du wirst das nicht, du wirst das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal und, am schnellsten verfliegt oft a glückliche Stund. Drum darf's niemals fad sein, und das Glück musst du stark sein, nagel sagen, weil sonst fliegst du davon. Sonst hast du die halbe frei. Beim Plaudern musst lieb sein, und beim Busseln, was?
ein Dieb sein, du willst das nicht, du willst das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal einmal ein schnellsten verfliegt oft, eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, musst schön stark sein. Nagel sauber, sonst fliegst du davon. Klasse Nummer. Gleich drauf Mir hin. gefällt die. Und passt aber gut zum Weingarten, ne? Also Absolut. zum Ding, ne? Absolut schön, ja. Schau, Ich freue jetzt auch die Achteln von rein. Super. Die Achtel, apropos Achtel, gleich einen Schluck rein. Sofort. Jawohl. Muss ich ein bisschen wieder zusammenreißen heute, vor allem im Auto, was das ist. Ich nicht. Fällt mir bei diesem Wein sehr schwer. Bernd Roh hat eine die Achteln. Super. Markus Ihr seid Volker. ein Wahnsinn. Ihr seid echt ein Wahnsinn. Ja, der Güterich Russland. Jawohl. Na, das taugt mir. Ui, Christopher da. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht. Ja. Ich muss mir das einmal wirklich anschauen, wie das geht. Ich habe nämlich ein paar Lücken. Ja, ich habe ein paar Lücken. Ein paar Lügen. Am Donnerstag wird der Rudi vorsingen. Ich wollte gerade sagen, Donnerstag. Bravo Burma sagt wer? Der Oliver Grün. Grüß dich Gott. Servus Oliver Grün. Siehst du das, ich muss auch noch, ich kriege immer ein schlechtes Gewissen, wenn der Oliver sich meldet, dass ich an der Mandoline nichts reiß. Dass ich mich nicht um meine Mandoline Setz kümmere. dich hin und übe ein Ja, bisschen. was der Wahn, gell? Wahn. Nein, wirklich wahr. Aber große Freude, Oliver, schön, dass du dabei bist. So, ja, dann haben wir das Kleine, nicht? Die Tante raucht nicht, mit Lücken. Mit Lücken, Ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwo. Schauen ist- wir mal. Ja. Also die Strophen kann ich gar Sie nicht. sind Cäsar, ne? Wir sind so weit, haben wir es eh schon. Ja. Geh noch einmal, dass wir es richtig machen. Ich glaube. Machen wir nochmal, das ist richtig, das ist richtig. Nochmal. Ich glaub, mein Erbtante, die wird 120 Jahre. Ob ich die Erbschaft noch erlebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Sarg und ich kann's brauchen. Renn schon im Schuh, hab nix zum Tschechern, nix zum Rauchen. Ich glaub, sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wartet schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht, die hat kein Haber, die hat nur Geld. Als Kind hab ich oft müssen, die Tante freundlich grüßen, das fiel mir oftmals ziemlich schwer. Aber soll man sich's verderben, wenn's heißt, man kennt was erben? Aber ich glaub, die Erbschaft, die da lebe nimmer mehr. Ich glaub, meine Erbtante, die wird 150 Jahre. Ob ich die Erbschaft noch erlebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Sarg und ich kann's brauchen. Renn schon im Schuh, hab nix zum Tschechern, nix zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wartet schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht, die hat kein Haber, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf der Welt so fehlt. Jawohl! Jawohl. Mit Jawohl. leichten Lücken in Melodie und Text. aber so. Da fällt mir eine Strophe. Der arme Rudi Korbes, der rotiert jetzt vom Fernseher. Der rotiert jetzt also vom Computer. Nein. Da denkt sich, na, Aber das ich habe wieder. etwas anderes gesehen, während wir gespielt haben, nämlich. Was, er hebt den Finger? Ich sah orange, gelb und so. Das war Rocker. Rocker, grüß dich. Das lebe der Zentralverband und alle seine Musikanten. Jawohl. Rocker, Ich danke dir recht herzlich. Ein Superchat, danke. Sehr zum Wohl. Sehr Sehr zum zum Wohl. Wohle. Mir sollte man jetzt eigentlich ausnahmsweise fast ausstimmen, gell? Wir spielen kein Lied von. Achso, ja, stimmt. Das geht leider nicht. Bitte, du musst bis am 1. November warten. Na, so lange nicht, aber. Aber ja,
es ist Es ist jetzt das. Willst nicht? Nein, machen wir jetzt nicht. Das ist Es hätte schon was, was es jetzt passt. so morbid. Das ist, Du hast recht. Wir wollen ja nicht im Tod. das war viel zu morbid. Sehen wir so schöne Sachen die du hast ganze recht. Zeit von Wein und der Erbtat und so. Du hast recht. Sing mir was Lustiges. Die Erbtat ist lustig. Ja. Da stimmt ja die Erbtat, weißt du? Das stimmt ja. Und sind nicht so viele Tote. Weißt du? Dann machen wir weiter was Lustiges. Machen wir was Lustiges auch, ja? Ja. Ich bring mich um. Ich hab genug. Die ganze Steuerzahlerei ist ein Betrug. Ich bring mich um. Ich mach ein End. Doch vorher schreibe ich noch ganz geschwind mein Testament. Mein Hirn, das kriegt die Polizei. Wer die kann's und den nimmt es sicher gleich. Den Körper schenke ich der Medizin. Und nur mein Arschloch kriegt's Finanzamt Wien. War ein kurzes, erbauliches Lied. Aber ein erbauliches Lied, finde ich. Ich hoffe, ich schaue nicht viel Kieber dazu. Mein Bruder war, aber der war nicht bei der Polizei, der war noch bei der Aber Gendarmerie. noch bei der Gendarmerie, Der stimmt. war bei der Gendarmerie. Bei der Berittenen. Also, mit Benzinros ist er gefahren. Benzin Ne? raus, mit dem Benzin raus. Was schau die Achteln? Die Achteln-Vereine. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Ein Schluck Wasser zwischendurch. Nimm einen Schluck Wasser, nimm einen Schluck. Bringt nicht so gar, ich nicht einmal ein Achtel und der hat schon zwei. Ein zweites möchte ich auch noch Schmeckt er haben. gut. nämlich. Das schmeckt er gut. Siegelbär hat auch eine Achtel rein. Na, wie hoffe ich auch dabei? So, ne, wenn wir ein bisschen auffrischen, den Schluck. Schulischer Oberfranzem, ja richtig. Das Lied von Georg Ja, Danzer. Georg. Das hat er, es gibt Georg, ja ja. eine Aufnahme, eine Schallplattenaufnahme von einem Live-Konzert, aber es gibt keine Studioaufnahme von dem Nein, Lied. nicht, was dass ich weiß. wüsste. Also, Ja. der Bär hat nichts gewusst. Ja. Nachdem der Uli ja sehr lange Ja. mit ihm gemeinsam musizieren durfte. Ja. Und das hat er oft gespielt, das war relativ oft, glaube ich, eine Zugabenummer oder so irgendwie. Aber ich kann's, es gibt eine Live-Aufnahme von dem Lied, aber sonst eben angeblich gar keine. Gibt's gar nichts. Ja. Also zumindest Genau. keine veröffentlichte, ne? Vielleicht schon. Das schmeckt So ist Wasser erwischt. Ja, ja. Macht nix. Macht nix. Ah. Ja. Ich würde sagen, wenn wir also das nächste Konzert Taschler, machen wir gleich Taschler, ne? Machen wir da Machen wir Taschler, Ja, gleich neben der Kirche vom Kohlenberg. Kohlenbergerdorf, ja. So heißt die Nummer. Die reißen wir jetzt an. Ein Schluck noch. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfle, mit kleinen Häusern darin und gleich bei der Kirche ums Eck. Da liegt die Buschenschank Taschler versteckt. Gleich in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heilige ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort an die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu, nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Viel Frohs in Hamburg und Vögel in der Ring. In der Buschenschank Taschler am Rande von Wien. Klein in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heilige ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort an die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit.
tanzen wir die Gemütlichkeit herunter. Aber geht's noch, reis auch noch mal die Nase. Gell in der Kirche vom Kalberger Dorf, da liegt der Heiliger, ganz still und ja. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort an. Die alten Nächten werden Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Und ich find dort Gemütlichkeit. Jawohl. Schön. Jawohl. Ich riech schon das Bradl, sagt der Franz eben. Ja, das glaube ich. Ja, was der Christoph da einfach schön mit der Glas immer mit dem leeren Glas wedelt. Ja, ich mein, Das ist die unruhige das ist Hand. ja nicht schön, das ist nicht schön, das ist Panik, das ist Angst. Es ist furchterregende Situation. Dieser Chardonnay ist wunderbar. Der Günther Rusl, wir haben es heute im Krankenhaus gefragt, ob ich allergisch bin. Habe ich ja gesagt, aufs Finanzamt. Ja, so Wahnsinn. Na, hoffentlich war aber nichts Schlimmes, was im Krankenhaus warst. Hoffentlich war nichts Schlimmes, bitte. Ja, Wird der Kontrolle gewesen sein nach seinem Fahrradsturz wahrscheinlich. ja kann sein. Vermute ich einmal. Gerald Spörk. Schönen guten Abend. Komm schon kehrt, das Geld ist nichts mehr wert. Vielleicht sind's mich schon stier, drum gehen sie lieber mir. Wann ich ein Geld hab, bin ich Käse. Da reiset beim Haus von Seemus Häuser. Doch wenn ich stier bin und nicht vertraut, da sagen die Wadern alle, du bist fette Fahrt. Wenn ich ein Geld hab, bin die Wirten, die größten Schnorrer und auch die Wirten. Doch wenn ich keins hab, bleib ich daheim. Bei meinen Weibern und trag ich da. Ja, hab schon gehört, das Geld ist nichts mehr wert. Vielleicht sind's wohl schon stier, dann gib's es lieber mir. Hab schon gehört, das Geld ist nichts mehr wert. Vielleicht sind's wohl schon stier, dann gib's es lieber mir. Zehnmal ist das eigentlich das Ganze. Das war doch ein super Geldmittel, ne? Super, absolut. Mann, Entschuldige, also ein Wiener Lied trifft auf Pink Floyd, ich meine, das ist Grundlagen. Vier Achteln hat es auch. Ja. Also, das Das ist ein 7/8-Takt. ja, Sollte- ist sogar 4 Achteln. Ja, 4 Achteln. 7/8-Takt, Manne. Geschlagen wird das Ganze noch von, wie viel Achtel? Tubular Bells von Mike Oldfield sind, glaube ich, 13 Achteln, gell? Ah, der Takt, 13 Achteltakt. Ja. Ich glaube 13. Kann ich jetzt nicht noch Ding, aber. Ich glaube auch, ja. Andreas Christen ist am Start, große Freude. Servus Andreas, grüß dich. Mann ey, Gerald Spürger zu mir. Jawohl.
Geld und Angst habe ich noch nie gehabt. Stein 07. Ja. Aber wieder Raphael Illmeier. Patrick, was für einen Geschmack dampfen wir? Was? Ich habe einen Kirsche-Geschmack, mag ich sehr gern. Kirsche, ich habe immer. Das ist. Warte mal. Das dampft auf jeden Fall. Watermelon Slices von Dinner Lady ist das. Watermelon Slices Eis von Dinner Lady. Ja, mit Coulada drin. Sugar High. Watermelon Sugar High. Watermelon Aber ich habe immer so 20, 30 Liquids daheim offen. Also ich teste viel. Probieren wir aus. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Ja, Schuss von der Mama. Der Verbrauch in der Woche ist bei mir bei 60 bis 100 Milliliter. Nicht? So ein Liquid. So viel billiger als Rauchen ist bei mir nicht. Also, Du hättest gleich Saufen anfangen können. Nein, das sind meine Sub-Off-Dampfer, was die gescheiten. Was du mit 60, 70 Watt dampfst, mit 0,15, 0,13 Ohm. Jo, das Ganze mit einem Mesh gewickelt dann selber, ist der Verbrauch etwas höher. Da geht was weiter. Ich meine nicht, dass mehr im Körper bleibt, das bläst wieder aus. Die Wolken, die großen. Ja, aber das ist schon mächtig. Ich zeige den Schuss von der Mama. Ich bitte darum sogar. Den habe ich doch rausgelegt, aber wohin? Jetzt hat er mit den Bluesschrammeln nochmal gespielt, jetzt habe ich da ein bisschen Unordnung. Manni, schreibt der Gerhard Spörk. Jawohl, erkannt, sofort. Das hat er schon angeschrieben. Hast du schaust. Hast du noch nicht erwähnt, mit darum sehe ich das jetzt gerade. Ich habe das. Nein. Nein. Tatsächlich ein 7/8-Takt. Eine Seltenheit in der Musik. Das meiste ist ja 3/4 oder 4/4. Also in der Popmusik kannst du eigentlich sagen, so 80% im 4/4-Takt. Ja. Und 3/4 ein paar wenige nur. Ganz wenige, ja. Und das sind 7/8, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Ja. Und wie gesagt, das wird da geschlagen vom. Also es gibt ein paar so Nummern, die längere Taktzahlen haben. Musiktheoretisch ist es ja so, im Prinzip ist es wurscht, das macht der Komponist. Der kann sagen, ich mache einen 147/8-Takt auch. Also es ist eigentlich, der Komponist sagt es einfach und das gibt dann die Einheit vor, die innerhalb von einem Takt vorkommt. Also der 147/8-Takt wird dann unübersichtlich, wenn man es notiert. Ich meine, das würde ich auch sagen. Kannst dann nicht mehr, also, du musst dann so lange überlegen und runterbrechen, dass ich. Ach so! Ist eh ganz einfach. Nicht? Ja, es ist halt. Man sollte möglichst einfach notieren, finde ich immer. Naja, die einfachste Variante sind Vierteln halt, nicht? Weil eben nur eine Viertelnote, also der 3/4-Takt der Walzer, der hat halt nur 3 Viertelnoten im Takt. Und dann gibt es eben den 6/8, ist auch ein 3/4-Takt, kann man sagen, aber es ist halt nur so, dass halt 3 Achteln, also dass ein Viertel aus 2 Achteln besteht, das heißt, wird aus 3 Vierteln wird dann 6 Achteln und bleibt aber die gleiche Menge Wein, sozusagen. Es bleibt ja die gleiche Menge Musik vor. Richtig, richtig. Man kann dann sagen, vom Feeling, vielleicht ist es ein bisschen anders, aber das ist eigentlich Ding. Und dann im Tubular Bass, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube 13. Mike Oldfield, das waren, ich glaube 13 Achteln. Wenn man es mitzählt, und wenn man, ist wurscht, aber auf jeden Fall, es ist eine zweistellige Achtelzahl, das weiß ich noch. Das ist sehr selten. Das ist wahnsinnig selten, aber natürlich, ja, kommt vor. Und ja, haben wir damit auch einmal thematisch gestreift, was wiederum was kein Fehler ist. Also, was unseren Auftrag. Lehrauftrag quasi. Lehrauftrag, ja. Bernardos Motto. Grüß euch, Freunde. Servus Bernhard, schön, dass er dabei ist. Das ist am Sonntag mit beim Mavihof bei der Ausfahrt, sicher schon. Wann welchen Sonntag? Am 21. Ja, nein, jetzt am Sonntag. Achso, jetzt am Sonntag. Oder kennen wir nicht, weil da spielen wir beim Frühschoppen im Weihviertel. Ja. Roland Sperk. Was? Der Christoph Radau fährt am Samstag zum steilsten Weinberg Europas in Urlaub. Und die Mosel und macht einen Moped-Ausflug ins Hunsrück. Das ist eine schöne Hunsrück-Gegend. Wunderschöne Sache dort. Ja. Der Robert Hinkofer sagt vollkommen richtig. Weißt du noch Ida Oberstein wahrscheinlich auch und so und Bingen und so. Das ist rund um den Hunsrück, die ganzen Flüsse. So. Schön, da möchte ich auch mal hin dort, ja. Du redest so schon dort. Nein, ich kenne das nur von Dokumentationen und vom Universum. Nachdem ich auch Mineraliensammler bin, kennt man Ida Oberstein natürlich und Hildegard von Bingen aus Bingen. Das ist eine schöne Gegend. Ja. Nein, sicher schön. Ist sicher schön. War leibend, aber.
Ich glaube, dass das tut. Was ist der Hunsrück? Ich glaube schon. Hofer, nein, es ist im Süden von Wien. Auf jeden Fall im Süden von Wien. Das ist mir ganz Ich glaube, sicher. oder heißt der Berg anders? Nein, das ist der Hunsrück. Gell? Jawohl. Du, der Hubert Hinkhoff hat vollkommen zu Recht angemerkt, 6 Achteln ist noch kein Rausch. Absolut richtig. Deswegen besteht ein Lied auch nicht nur aus einem Takt, sondern mehrere Takte. Ne? Die Maggie Pemberton hat einen Liedwunsch. Was für ein? Ich liess Kirschen für die Wachsen ohne Kehr. Wann mir daheim kehret, kriegst jeden Stern. Wann ich die Sonne klingelt, ich möcht sie holen. Und wenn's für die ist, hätt ich schon das frühe Jahr gestohlen. Der wollt für die, der wirst das lauter Christbaum sein. Wenn du rausschaust, ich soll aber nur mein. Und die Gebärse, die liegen unter den Schritt. Und wenn ich helfe Gott so, am liebsten mit einem Lied. So denk über dich, aber du denkst nicht an mich. Und mir tut's doch so gut, von dir ein Liebeswort, von dir einmal eine Hand und nicht eine kalte Wand. Geh jetzt gerade einmal und sag zu mir, na komm. Ja, so denk über dich, aber du denkst nicht an mich. Und mir tut's doch so gut, von dir ein Liebeswort, von dir einmal eine Hand und nicht alle eine kalte Wand. Geh jetzt gerade einmal und sag zu mir, na komm. Ich liess die Kirschen für die Wachsen ohne Kehr. Wenn wir daheim kehren, kriegst jeden Stern. Wenn ich die Sonne klingelt, ich möcht sie holen. Wenn's für die ist, hätt ich schon das Frühjahr gestohlen. Der wollt für die, der wirst das lauter Christbaum sein. Wenn du rausschaust, die soll aber nur mein. Und die Gebärse, die liegen unter den Schritt. Und wenn ich helfe Gott so, am liebsten mit einem Lied. Walter Pissecker und Karl Rodener. Karl Rodener, Ein Traum. gewünscht von der Maggie Pemberton. Ein Traum. Guter Wunsch, guter Sehr Wunsch. guter Wunsch, Hat ja. mich sehr gefreut. Peter Richtinger, grüß euch, Frau Latschinger. Der Peter Richtinger ist dabei, das gefreut mich. Jawohl, die Achteln. Die Achteln und mitunter auch Bierkrügeln werden ins Rennen geschickt. Bierkriegen gingen genauso, meine Lieben. In Ida Oberstein ist Bruce Willis auf die Welt gekommen. Meint Matthias Nicht, aber Gerald Spörk sofort kontert, das kann nicht stimmen, der singt ja gar nicht die USA. Tubular Bells, Mike Oldfield, dieser Klassiker, ne, ja. Absolut, vor allem für damalige Zeiten, weil das hat ja der Mike Oldfield hat ja jede Spur selber eingespielt mit einem Tonbandgerät, ne, also jede Spur eingespielt und immer auf die anderen drauf. War damals ein irre Aufwand und ich weiß jetzt nicht, wie lang die Nummer ist, auf jeden Fall sehr lang. Und natürlich hat die Plattenfirma gesagt, da bist du nicht radiotauglich. Wer soll das spielen? Das kannst du wieder einpacken und dann. Ich habe gesagt, nein, das habe ich jetzt geschrieben und aus, das machen wir. Und damals ist es noch gegangen. Und tatsächlich wurde es ein Hit. Wurde auch damals Absolut, im Radio ja. gespielt, Wird auch heute noch ab und zu gespielt, allerdings meistens eine Kurzvariante. Davon muss man ehrlich sagen, es ist
Ja, naja, Fahr mit Fade-Out dann. Ja, Also na das klar, ist- ja. Oft. Wo sich mein Bruder und ich immer dann ärgern, gerade wenn es wirklich schön wird, ist schon aus wieder. Ja, wobei mitunter beginnen, selbst Ö3, mitunter beginnen sie tatsächlich Lieder auch ganz zu spielen. Jetzt mittlerweile schon so ganz lange. Also ganz selten, aber Ein guter Zug, ich höre fast kein Radio, nur beim Nein, nur im Autofahren. Autofahren. Ja, ja. Und was war denn da letztens, wo ich mir gedacht habe, ich wundere mich, das haben sie wirklich ausgespielt, komplett. Das war ein Langstiegel. Interessant. Ein schöner Zug eigentlich. Ja. Naja, was die jungen Hörer haben es keine mehr und die Alten müssen es schon bei Laune halten. Ne? Also uns eins, meine ich. Gerhard Spörk schreibt gerade, hab den auf die Schnelle verwechselt mit dem Springsteen. Ja, der singt gar nicht die alles, ja. Aber nachdem ja auch der Bruce Willis auch eine Rockmusikkarriere angestrebt hat, hat er sich auch gesungen. So, Bernd Roh, da gibt dem Patrick mal noch ein Mineralwasser wegen der Mineralien oder steht er mehr auf Weinstein? Ja, Weinstein, das knirscht immer so im Gebiss. Aber Der das war Weinstein stört meine Peristaltik etwas. nicht- Du, aber du waren wir schon beim Kitsch waren vorher. Jetzt machen wir noch einen Domanic-Roll, machen wir das Benzinger Kircherlacke drauf. Haben wir, glaube ich, das letzte Mal schon gespielt, aber ist ja wurscht. Fängt genauso an, also wie, Ja. also im Prinzip wie der Handschuhmacher. Handschuhmacher fängt so an. Und das Benzinger Kicherl. Ja, ist schon anders, nicht? Ich mein, Ja, viel nicht. naja. Ja, ich meine, aber ist schon komplett anders. Also, das Gleiche ist nicht. Das muss man schon sagen. Was? Iron Butterfly in der Garda da wieder. Der Franz M. Bitte, Isabella, falls du daneben sitzt, gib ihm was zum Trinken. Bitte gib ihm ein Achtel in Franz M. Er scheint uns zu entgleisen. Robert Glaubermoor ist dabei. Grüß dich gut. Servus, grüß dich. Ja, jetzt machen wir das Benzinger Kirche. Ich nehm noch einen Benzinger Schluck vorher. Kirche. Ja, 30 Minuten Länge, Raphael Illmeier? Nein, das glaube ich nicht. Achso, na klar, Langspielplattenlänge, ja. Ja. Stimmt. Stimmt, ja. Na klar. Siehst du das? Ich gleich, ne? Ich tue ihm gleich recht weisen. Aber Eine Zurechtweisung hast du gleich. Weil es ist natürlich ein Schallplatten, ja. Also eine Seite, eine Ja. LP-Seite, ja. Ich hab sie zu Hause. Ja, ist die nicht meine? Das ist von dir. Ah, ich meine, du hast ja. mir deine Schallplatten. Ja. Also bei mir sind Ja. sie in guten Händen. Nein, Ja. nicht bei mir, ich habe keinen Schallplattenspieler da. Ja. Das ist ja richtig, ja, ist von mir. Da ist die erste Seite, ist nur die Seite, nicht die ganze Platten, gell? Nur die erste Seite. Seiten, ja. Weil die zweite ist dann weiß ich nicht mehr, aber die zweite Seite ist dann, ja, das sind dann die Lieder. Das, ja, aber das- ich weiß nicht, was da drauf ist. Was da alles drauf ist jetzt. Weiß ich Moonlight jetzt auch nicht. Shadow und so, diese Lieder. Ja. Hubert Hinkelfer sagt über 17 Minuten. Nein, da sind zwei Sachen auf der ersten Seite, glaube ich, drauf. Das ist nicht die ganze Seite. Da ist ob das Moonlight Shadow ist als zweites, glaube ich, auf der Das ist auf der zweiten Seite. Nein, auf der Bin mir zweiten nicht sicher Seite jetzt, sind die ja. Lieder und auf der ersten ist ein Stück. Bin Das mir weiß nicht ich so noch. ganz sicher. Das weiß ich noch, aber welche? Die Live-Version war etwas länger, sagt der Fritzl-Status. Der war ja klar. Fritzl kennt sich aus. Der Fritzl ist ja Ficht, der war ja bei den ganzen Konzerten dabei. Während ich in die Schule gegangen bin. Na, warte, jetzt spielen wir was, bevor ich Mit dem in Schulge war ich immer ein bisschen. Naja, aber ich habe in der Zeit Harmonika gespielt. Komm, machen wir das Benzinger. Machen wir das Benzinger Kurgel. Machen wir das Benzinger Kurgel, bevor es anblitzt. Drum vom Benzinger Kirchel Hört man das 12 Grad schlagen. und durch das Mundhöhle Gassel biegt die Ecken ein Wand. Vor einem alt Wiener Häusl, da hält der Madel steigt aus. Macht ein verlegenes Genixel, dann huscht sie wie ein Mosel ins Haus. Im Ohr noch die rauschenden Walzer, die Walzer vom Lanner und Straß. Im Herzen ein bissel verliebt sein,
so kommt sie vom Domeierts Haus. Die Guckeln sind blau wie die Fegel, sie glänzen voll Lust und voll Freude. 60 Leibeln so was, an 30 in Wien, in der goldenen, gemütlichen Zeit. Dann huscht sie über die Treppen, sagt zur Frau Mutter, küsst Hand, drückt ihre Blumen ganz heimlich, Rosen aus seiner Hand. Wie die Schönbrunner erklungen, da hat ihr zärtlich schon da. Und bei die Werber, da hielt beim Futtern ums Patschanterland. Im Ohr noch die rauschenden Walzer, die Walzer vom langen Straß. So schmuddelt sie sich in ihr Bettel, dann löscht sie die Wachskerzen aus. Kaum hat sie die Guckeln geschlossen, träumt sie schon vom künftigen Glück. 60 Leid und so was, 31 in Wien, und die Zeit, die kommt nie mehr zurück. Kopf kalt, Knie auf die Schulter und die Finger zwickt. Und aufgeschiefte Wunden ob schiefere Zonen oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der Welt holt. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schule und ein blauer Fleck am Wadl. Ob eingeschossene Schein oder beim Zündeln was verbrennt. Als Kind ist man zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama geht alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sitzt. Am Schoß von der Mama.
wenn's mir älter wurden, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mamas Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche Sorgen, die auch noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst den Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der Welt tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Euch gefällt's? Gleich tragig. Gleich tragig. Mir auch, mir gefällt es auch sehr gut. Ich danke euch vielmals. Dankeschön. Danke für den wunderbaren Applaus. Ja, ist da. Lauter Achtel von einer Klasseblade, sagt er, Ballade. Sagt er, Christopher da, muss langsam reden. Ganz laut, Markus Pristonik. Das ist schön. Emmerich Wager ist dabei. Jawohl. Was haben wir da? Wo bin ich denn da überhaupt? Da, herunten muss ich. Bernaros Motorshow schreibt gerade, das sollte eigentlich ein Mega-Hit sein. Meine Rede, was du schreibst. Meine Rede. Naja. Ich bin ja nicht so viel Hitte gemacht. Da wird man schön melancholisch, Markus Pristonik. Ganz große Klasse das Lied. Jutta, ich danke dafür. Auf geniale Nummer. Güterich Russell. Jetzt seid ihr ja Wahnsinn. Ich danke euch vielmals. Danke schön, Prost zum Wohl. Jutta sagt Bravo. Nein, es ist lieb für euch. Danke. Absolut eine schöne Freut mich, Nummer. wenn's Das ist euch wirklich gefällt. eine wunderschöne Nummer. Ja. Ja. Text von der Monika Kuri, muss man jetzt dazu sagen, gell? Bevor jetzt zu viel Lob auf mich herab. Ist die gleiche Dame, die auch unter anderem die Heidelfrau geschrieben hat. Richtig. Ja. Also vielseitig, die Dame. Vielseitig. Absolut, ja, absolut. Und der Habibi ist auch von ihr. Richtig. 16? Mach das noch einmal, Herr. Das war so schön. Nein, mach Nein, wegen Tennisarm, weißt du? War es eine Lockerungsübung oder was? Nein, das war, weil es Glas war. Ich mache es trotz Tennisabends, nicht wegen des Von dem muss Tennisabends. ich schon schlucken mehr nehmen. Wegen des Tennisabends. Was Wegen du oft des das Tennisarmes. Fallenfehler die ganze Zeit, überall her immer wegen dem. Das heißt wegen des. Armes. Ja. Das stört mich total, so gesagt. Verstehst ich, der eine absolute Floschen in der Schule war. Aber solche Sachen stören mich. Ich liebe das Lied auch sehr, sagt Daniel Schlögl. Ja, das weiß ich eh. Deswegen habe ich ja den Text immer bei mir. Ich würde schon sagen, die Noten, aber zumindest den Text. Ui, geht die Leute um zu wenig Geld? Nein, heute müssen wir es zusammenbringen. Rudi Korpes. Sicher geht das immer. Ich gebe es da einmal noch Wasser rein. Das geht nicht. Das Karl Lied ist- Lorenz. Um 1880 entstanden, ja. Mal was anderes. Gott sei Dank hat der Klaus sein Bart wieder. Christopher da. Ja, ich meine, den habe ich jetzt aber schon lang. Gell? Den habe ich schon lang wieder. Aber das war schon, Das super, stimmt, gell? ja. Das hat, glaube ich, das war rein Social Media technisch, war das die großartigste PR-Aktion, wenn unabsichtlich, aber trotzdem, die großartigste PR-Aktion, wie mein Porto rasiert habe. Ja. Ich habe noch nicht so viel Reaktionen gekriegt wie auf das. Patrick erhebt den Finger. Ich heb den Finger, na, was ist los? Ich sehe da was gelb leuchten. Lemon Character Moving in Excitement. So heißt das Emoji. Das Emoji Ich heißt zeige so. Ihnen kurz das Emoji. Ja. Ja, und bei mir ist ja ausgeschrieben. Bei mir steht Lemon Character Moving in Excitement. Wir erheben sofort das Glas. Fresel Status. Fresel. Ich danke dir schön. 10 Dankeschön. Euro. Bis der Zum Wohle. Welt. Danke dir schön. Das bringt mich natürlich schon auf den Punkt, wieder ein bisschen Eigenwerbung zu machen, nämlich ganz konkret geht es ums Geld. Leute, ich bitte euch, haut rein was in den virtuellen Hut. Was geht?
Der nächste Lockdown kommt bestimmt. Er Haut's wird rein, was kommen, bitte. ja, er kommt noch. Entweder per Überweisung oder per PayPal. Bei PayPal geht es auch. Ihr findet die ganzen Infos natürlich auch im Video unten drin beschrieben. Und, wenn wir schon dabei sind, macht bitte Werbung für uns. Also sprich, da oben, da oben stehen jetzt die Social Media Kanäle. Teilt uns auf Jawohl. Instagram, auf Facebook, auf TikTok, deinen Kanal auf TikTok. Ja, ich meine, das wäre wichtig war halt YouTube, Facebook natürlich, Facebook, Instagram. Also ihr wisst ja Bescheid. Teilt bitte ordentlich, unterstützt uns dadurch, dass ihr einzelne Videos, ihr könnt ja jedes einzelne Video auf YouTube, könnt ihr auch teilen. Also Dann, ja. spielt sich herum, sucht euch die Lieblingslieder aus, die wir veröffentlicht haben. Es sind schon über 50 Lieder, Ja. glaube ich, haben wir schon eingestellt. Das es teilen, schickt es Leuten, weiß ich nicht, zum Geburtstag oder sonst was. Man weiß nie, wie sich dann so ein Video entwickeln kann. Das hat uns gefreut, dafür sagen wir jetzt schon mal herzlichsten Dank. Ich muss auch den Finger heben. Es ist jetzt kein Superchat, aber Wieso hebst du den Harry Finger? Schneller Fante ist hier. Also, und hat sofort geschrieben, auch, er hat dir ein super Bild geschickt. Offenbar. Also, Harry Schneller von der Christi. ich bin jetzt sehr gespannt Na wirklich darauf. wahr. Na wirklich wahr. Hat er was geschickt. Das ist ja verschwungen. Komplett verschwungen. Was ist denn das in dem Sackel? Da weiß man nicht. Ist das ein... Na bitte, ich lasse Da wird ein Eis drinnen sein oder was vielleicht? Nein, ich lasse die Pavlaciste. Ich weiß nicht. Für mich schaut es aus wie so, dass die Drogenfahndung nicht vorbeikommen darf, aber ich lasse die Pavlaciste entscheiden, weil man. Bin gespannt. Ja. Ist schon da? Ich sehe noch nicht. Nein, ich sehe noch nicht, ich muss sie erst umladen. Also, ich mir gedacht, das geht schneller. Aber in der Zwischenzeit, liebe Freunde, in der Zwischenzeit zur Mut zur Farbe, diese Aktion dürfte schon ein bisschen im Auslaufen sein, aber eine Zusendung gab es heute, heuer noch, Ah, die hab ich also noch- diesmal noch. Die habe ich gar nicht gesehen da. Also, Ja, bin gespannt. Habe ich nicht gesagt, Gespannt. Sehr gespannt. weil man, das ist schon einmal eine ganz spezielle Variante, nämlich von unserer lieben Irmi Hinkofer. Und jetzt schaut euch das an. Mut zur Farbe, Irmi Hinkofer, da. Ah, ich bin gespannt. Ja. Man beachte, der Gürtel passt zum Nagellack. Ja. Ja, also das ist, ich meine, Mut zur Farbe kann man bei der Irmi ja nicht sagen, weil die Irmi, wie man so schön sagt, die Irmi kann alles tragen. Die kann alles tragen. Ich kann auch alles tragen, bei mir schaut alles scheiße aus, aber bei der Irmi, die kann alles tragen und die schaut gut aus. Ne? Sieht man da. Also Irmi, danke schön. Ich sehe es noch immer nicht. Das dauert. noch. Ja, Eine Verzögerung. du bist ja hinten auch. Nein, das ist- Auf jeden Fall glaube ich, das ist. Jawohl. Jetzt ist wunderbar. Gürtel, Nagellack, ja alles perfekt. Was am Samstag ist beim Zonko-Stand, also Zonko-Stand ist beim Arlo. 11:30 Uhr. Am Samstag spielen wir am Samstag. Ja, nein. Was ist denn das? Der vierte, ne? Der vierte, da ist der vierte ist. Naja, da war der Ding gewesen. Der Geburtstag nicht von Michel. Aber, da können wir nicht, das ist ja am Abend, aber das ist ja am Vormittag. Ja. Ist so am 4. Was? Nein, am 4. kann es nicht sein. Am Samstag, das ist der 7. Jetzt vielleicht schaffe ich das auch noch. Geh, Harry, sei so gut, schick mir das auf WhatsApp. Sei so gut. Bitte, Harry, schick mir das auf WhatsApp, vielleicht schaffe ich es auch. Am nächsten Am Tag Samstag. müssen wir Vize wieder. Am nächsten Tag ist Frühstück. 10 Uhr Frühstück. Ja, ist ganz klar. Das ist klar. Was hast du am rechten Arm, Bernhard Hausmotto? Das ist, achso, sieht man es nicht. Ein Tennisarm habe ich. Und das ist so eine Manschette, die hilft am Tennisarm. Also auf jeden Fall, jetzt gehen wir mal eine super Irmi hast. Die Farbe ist tatsächlich mutig. Ja, Markus. Das ist leibend. Bravo, Irmi. Ja, was denn? Also schaut sich das. Top, sagt Hanal. Hanal sagt top. Hanal sagt top. Absolut. Ich meine, das ist halt gegen die meisten anderen Bilder, die wir bekommen haben, ist ja das, ich meine, jetzt einmal ästhetisch wertvoll. Nicht? Wenn ich da denke, speziell jetzt zum Beispiel an unseren Harry Schneller Fonte, nicht? Aber der, bitteschön, schaut sich das an, der schickt mir das Büdel. Ich bin gespannt, wann ich die Sackerl sehe jetzt. Ja, was ist das? Ist das ein Speck oder ist das ein. Was ist in dem Papier drinnen? Ein Kas vielleicht oder was? Wie ist dann? Ja, ich weiß, aber es ist ein stimmungsvolles Bild. Definitiv.
Bis jetzt sehe ich ihn noch nicht. Harry macht sich auf Balkonien definitiv gemütlich. Das finde ich leiwand, taugt mir sehr. Harry Schneider-Fonte, Daumen hoch von mir und schick mir bitte WhatsApp oder irgendwas mit dem, wie heißt denn das, mit den Daten nochmal da für den Samstag. Vielleicht geht es aus und ich schmeiß mich auf die Reibe und fahr zum Adler raus. Auf eine gemütliche Bredeljausen. Das war nicht die Grenze. Schwer zu erkennen, tatsächlich, muss ich sagen. Ja, das ist schon ganz so. Und der Harry gibt auch nicht Bescheid. Es könnte das Speck sein, es kann aber was Rauchbares. Sehr leibend. Das gefällt mir schon wieder. Ja. Der Franz M. schreibt, schaut nach Käse aus. Ja. Friedel Stabkuss meint auch Käse. Ja, ich weiß. Eine Dosenpfeifen der Backe eingepackt oder so. Ich weiß, wo ist denn das jetzt da? So ist jetzt ist wieder Das ist weg, jetzt ist fort. Na, da ist. Ja, Käse. Ein Camembert, gell? Ein Camembert! Ihr habt's recht. Nein, ihr habt's gute Augen. Das ist ein Camembert. Nein, ihr habt's wild an. Burschen. Ich glaube jetzt nur Burschen. Das ist so ein Wahnsinn. Ihr habt es gesehen. Ja, der Flut am Samstag ist das 7. Jahr. Das habe ich gleich verwechselt. Ja. Klause mit Musik reich und mit Tennis arm. Ja. Mit Tennis sehr schön. Und mit Musik auch nicht wirklich reich. Muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen. Ja, es ist wirklich eine kurze Trauerminute. Jetzt ist es soweit. Was ist? Ich verlasse euch kurz. Musst du auf? Ja. Muss ich die Leute unterhalten allein? Ja, sicher. Lass mich da ganz allein mit die Leute schauen. Ja, dann schau, wie du rauskommst aus dem Tier. Großartig. Großartig muss ich sagen. Na, der Käse, na klar. Ich habe das nicht gesehen, ich habe das nicht erkannt. Muss ich mich, ja. Aber ich sehe halt nicht so gut. Was soll man machen? Was soll man tun? So, passt auf. Jetzt ist der Patrick weg, jetzt kann ich endlich in Zentralfriedhof spielen. Camembert Rumich. Heute ganz französisch. Es lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Der Enten ist für Lebende, hätte ausnahmslos verboten. Weil der Tode Festheit gibt, die ganze lange Nacht. Und vornig ist kein einziger Eintrittskarten braucht. Wenn's Nacht wird über Simmering, Problem mit den Toten. Und drum im Krematorium tanzt Knochenmark verbraten. Dort hinten bei der Mama Gruft, dort stehen zwei Skelette. Die stehst mit so und zusammen saufen um die Wette. Ein Zentralfriedhof in Stimmung, wie es erlebt hat, noch nicht wo. Wer alle Toten feiern hätte, seine ersten 100 Jahre. Da habe ich die Ehre. Es lebe der Zentralfriedhof und seine Jubilare. Sie liegen, sie verfallen schon dort seit über 100 Jahre. Jetzt sind alle wieder lustig, jetzt lebt alles auf dem Mausoleum, spielt der Band, ja dann waren sie zusammen drauf. Am Zentralfriedhof ist Stimmung, wie es erlebt hat, noch nicht wo. Wer alle Toten feiern hätte, seine ersten 100 Jahre. Jetzt lebe ich der Zentralfriedhof, auf einmal macht's ein Schnäuzer. Der Moser singt's Fiakerlied und die Schrammen spülen an Walzer. Auf einmal ist die Musik still und alle Augen glänzen, aber dort drin steht der Knochenmann, winkt mit seiner Sitzen. Am Zentralfriedhof in Stimmung, wie es erlebt hat, noch nicht wo. Wer alle Toten feiern hätte, seine ersten 100 Jahre.
darf ich ja spielen. Na was willst du sagen? Was willst du sagen? Ich habe nichts gesagt. Ja, sehr gescheiter, sehr gescheiter. Und schau, die Leute haben sich gefreut. Ich hörte es bis in den oberen Stock. Ah, du siehst, der Kotter süß auf der trinkt, Entschuldigung, der Harry schneller Funke. Common Bear. Also der gewöhnliche Bär, ja genau. Markus Pristonik, der ist auch Wahnsinn. Ein Kenner des Genusses. Mhm. Ein Camembert ist immer was Gutes, ja. Gewöhnlicher Bär. Ja. Ich muss einmal wieder auf den Moschmarkt schauen. Da gibt es ein wunderbares Geschäft, ich mache keine Werbung, aber das, Ja. das Käseland, ich gesagt, das einfach, es ist Richtig. dort wunderbar. Das ist dort, wo man viel Geld ausgibt. Ja, Zuerst beim Böll glaubst du, du bist ausbrennt. Gehst ins Käseland, sagst du, na gut, das Monat ist vorbei finanziell. Der Rest besteht aus Schmalztopf. da gehst du zum Böll, ist ja wie nur auf ein paar Achteln oder zum anderen, wie heißt der, Was? da gehst du auf ein paar Achteln noch wieso wie vom Der Käseland? Schule, den gibt es ja Der nicht Schule, mehr. ja, den Das gibt's. ist schon ewig nicht mehr. Gibt's Das nicht gehört auch mehr? schon Käseland. Das geht auch ein Das Käseland. ist schon lang, schon Ach so. Jahre. Jahre hinfort. Oh. Der Schule war das, ja. Ja, genau. Dass du da noch 5, 6 Achteln trinkst, Ja. gratuliere. Es Ja, in ja. Zeiten wie diesen Ja. etwas. Naja. Bernardus-Motto, der gute Josie, der Josie Bokopetz, übrigens ein ganz lieber, ja. Und ein unheimlich guter Ja. Texter. Absolut, ja. Ja, aber Josie öfters mit Roter kriegen. Beim Ja, Interspann-Café. ja, mitunter Ja, zum Beispiel, ja. recht lustige Zeiten verbracht, ja. Josie Bokopetz ist natürlich wirklich ein Genie, ein Sprachgenie sondergleichen. Absolut, ja. Muss man echt sagen. Ja. Klaus, du kannst mit deinem Tennisarm auch mit Rotöl, Johanniskraut oder Rosmarinöl unterstützen deinen Reib oder Krautblätter Wickel machen. Daniela Schlögl, ich danke dir herzlich für diese Tipps. Aber wo nehme ich jetzt da ein Rotöl, sprich Johanniskrautöl, Rosmarinöl oder Krautblätter für einen Wickel her? Ein Krautblätter ist einfach. Gehst nun zum Mafridis und holst Ja. ein Kraut, aber Aber ich kenne mich ja, da hole ich statt das wieder Sauerkraut und friss eine, statt dass ich mir es einwickeln. Aber natürlich ein sehr guter Tipp, die Daniel Schlegel ist ja unsere Kräuterhex im besten Sinne. ja. Ja, man bekommt immer die absolut besten Tipps und Tricks, was die Hausapotheke Gottes, wie es die Maria Treber das immer geschrieben, nicht? Die Nein, nicht Hausapotheke. Die Apotheke Gottes. Nein, Apotheke, das war der. oder die Hausapotheke was ist der Gottes. Wort? Nein, Maria Treber. Was ist die Maria Treben sogar? Ich weiß Ja. nicht. Ja. Aber das in Schlengen oder habe ich das da? Das weiß ich gar nicht. Da ist nicht. Da ist nicht. Das habe ich mir draußen. Die Apotheke oder Hausapotheke Gottes, so irgendwie hat's. Aber quasi alles wächst, was man eben braucht, nicht? Für die Geschichten. Und ich kann natürlich immer nachschauen im Buch von der Maria Treben oder ich frage die Daniela Schlögl. Zweiteres ist natürlich viel schneller. Geht dann viel schneller. Die Öle bekommst du in der Apotheke. Ah, das schon her. Ja, naja, gut, da muss man. Das ist spannend. Ist ja ein absolut spannendes Thema, nämlich, aber da bin ich. Der Bernardus Motto, Josie war ein Kunde von mir, mit seiner Werbeagentur, ja, der Plan war immer leibend. Ja. Ja, der Josie ist recht leise. Absolut, ja. Zwilliggeld, Rudi Korbes, den haben wir original plätschsterben lassen, wie man im Winzer sagt. Gar nicht. Müssen wir jetzt spielen. Mach mal, gehen wir's auf. Ja, da gehen wir in den Garten, Klaus. Christopher da, ja, was in meinem Garten gibt. Johanniskraut habe ich gar nicht bei mir. Siehst du, das ist Ja, ein Fehler. Rosmarin habe ich. Aber da habe ich kein Öl. Ne? Du musst ja erst ein Öl aus dem Rosmarin machen. Und ein Kraut habe ich auch keins für Wickel. Also, Christopher da, wir können gerne in den Garten gehen, aber außer Äpfeln. Feigen kommen jetzt, die Äpfel, Feigen und Rosmarin. Haben wir nicht viel. Apotheke Gottes ist die von Maria Treben, genau. Ja. Na, bei uns habe ich schon Paradeiser, Gurken, Zucchini, Kaffeeoe, Paradies haben wir auch. Und Zucchini auch. Ja. Salat, Na, sonst nix. Salat Na, sowieso sonst nix. immer. Mangold. Und bei mir draußen, ich würde so gerne abbauen, aber jetzt Ja, ja, aber- ich nicht aus, ich bin zu wenig draußen. Ne? Ja. Nimm mal Motoröl, ist auch rot. Bravo, Harry. Also ich sage, stell dir vor, das sind brauchbare Tipps. Aber nicht jedes. Meines ist glasklar und auch fast so dünn wie Wasser. Von meinem neuen Auto. Du, der Hof. Käseland ist wirklich ein Hammer.
Ein kulinarischer Wahnsinn ist die Käse von die Mischung vom Käseland. Da legst du nieder. Der Hof, eine spontane Idee habe ich. Eine spontane Idee hätte ich. Was hältst du davon? Der Hof, der Zonko, in der Pavlatschen und zwar mit Käseteller vom Käseland. Also eigentlich gehen wir Käse essen und machen und dran eine Videokamera auf. Das war eine Idee. Ja. Der Hof bist dabei. Wir hauen uns einen Käse, weil ich glaube, der Zonko mag das auch. Ein Brebis de Molin muss natürlich dabei sein. Da muss etwas möglich gehen. Wir kaufen ein Käseland und machen eine Käseplatte. Und dann machen wir eine gemütliche Plauschpavlatsch oder einen anderen Livestream. Ist ja wurscht, aber irgendwie so und plaudern über Gott und die Welt. Gott und die Welt, ja. Das war doch lustig. Zu viert. Runder Tisch Absolut, quasi. absolut eine klasse Geschichte, glaube ich. Ja. Quasi die Club 2 Erfindung der 16er Buben, Ja. die Käseplatte. Neven tut es eh schon fast wie im Club 2 früher. Weißt du, da gibt es ja diese runden Käseplatten, ne? Weißt du, was du dran kannst? Ich Was für ein Rund? sowas da. Was, sowas? Ich muss die Elisabeth fragen. Ja. Ich glaube, wir haben sowas. Ja, das war doch perfekt. Der runde Tisch. Ich glaube, sowas gibt es. Und da drehen wir das. Oder ist das entsorgt worden? Nein, ich glaube nicht, aber ich glaube, wir haben sowas zu Hause. Ja, das war doch leibend. Der runde Tisch. Also, gut. Ja, aber das, was sagt der Hof dazu? Na, vielleicht hat er schon drauf. Vor lauter Angst, die Leute, nein, doch sicher nicht, der hofft doch nicht. Wenn wir Rosmarin einen Warmauszug machen, ja, das muss ich mal ausschauen, ja. Im Johannisgrad soll man nicht in die Sonne. Sonniges haben wir auch gehört. Mit Arnika auch nicht. Du schaust aus, wie meine Knächeln ausschauen. Ich habe da ein Arnika-Spray aufgespritzt, bin nachher Rosenmann gegangen. Du mit Zitrus Und jetzt habe ich seit Wochen wie Sommersprossen bis auf übers Wadel aufgeknöchelt. Zuerst habe ich mich geschreckt, das kommt so braun, weil was habe ich da, was ist da? Du hast die Ärger verätzt. Verätzt hast du. Ja, was soll man machen? Mit Einigöl. Ja, aber das war auch kein. Aber mit Zitrus auch. Ja. Zitrus ist auch Sonne. Also diese Zitrusöle. Die sind auch nicht gut. Soll man auch nicht in den Zungen geben. Tut aber nicht weh, es schaut nur ein bisschen komisch aus. Aber ein Warmauszug. Mit Rosmarin habe ich viel. Könnte ich machen. Ich meine, ist das viel Aufwand, Daniela? Ist das viel Aufwand? Nein, ist nicht viel Aufwand. Ja, weiß nicht. Warmauszug, das wird der, nicht? Warmes Öl? Ne, Öl habe ich keins. Achso, ein Warmauszug mit Wasser oder mit Öl? Mit Rosmarin. Herstellen. Mit Rosmarin. Na schauen wir mal. Wir bleiben dran. Wir halten euch auf dem Laufenden. Aber, was ist jetzt? Der Hof hat, glaube ich, der hat jetzt aufgegeben. Der hat aufgegeben, am Himmelswillen, die zwei Deppen möchte ich nicht eine Käse. Aber das war doch was, die Käseplatte. Wir plaudern, das machen wir nicht in der Pavlage, wir machen einen extra. Ein extra. Livestream. Und da plaudern wir über Gott und die Welt bei Käse. Bei Käse, Käse ja. und Rotwein. Bei Käse, Rotwein und Nüssen. Und wenn der Zonko dabei genau. Und wenn der Zonko dabei ist, kriegt er Kindersekt auch. Also wegen einem Rotwein. Weil ich noch einen daheim hätte, zufälligerweise. Ja, ich habe auch noch zwei Flaschen. ranzig wieder. Ich habe die zwei Flaschen immer von den letzten Zucker, weil sauft ja bei uns keiner, nicht? Den haben die Kinder verweigert bei mir, ich weiß nicht wieso. Ja. Die Kinder am Land, was die haben noch ein bisschen an. Die haben etwas Cola lieber, weißt du das? Du, die Leute haben zu wenig Geld. Rudi, warte, Der Rudi, Rudi wird uns schelten am Ja. Donnerstag. Weißt du? Zu Recht, müsste man dann sagen. Zu Recht. Ne? Ja, Also, bitte, ja. Altes Lied, wann, von wann um ungefähr? 1880 sowas. Sowas herum, Karl 1880. Lorenz, eher ein bisschen früher noch, ja. Ja, also quasi Muss man nachschauen, ich glaube. Beginn der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mitte, genau in der Mitte eigentlich. Der Beginn der zweiten Hälfte. Nein, was? Das war Was sagst du, 1880? 1850 war Beginn der zweiten Ja, Hälfte. da hätte ich sagen 1850. Ne? 1870, 75 ist genau in der Mitte Ja. und das war schon 1880, also eigentlich in der Mitte des. Das ist schon früher sagst du noch. Ein Deswegen bisschen früher, der vielleicht so 1879. Deswegen oder kam 75. ich So drauf. rund um 1880, ja. Das ist am gescheitesten. Eher, Rund um 1880. eher ein bisschen früher. Ja, also spätestens 1880. Das war aber allein schon. Das ist allein schon, wie mir Der Rudi Korbes wird es gleich schreiben, mit dem genau. Rudi Korbes ein Ziger. Du, Jesus nah, mörderisch, Weltklasse, ich bin dabei, der Hof. Der Wahnsinn. Doch, keine Angst, da habe ich mir ja Der gedacht. Hof, erst. das wollen wir wirklich. Alles wunderbar bei Die uns. Käseplatte. Wir laden zur Käseplatte. Käseplatte. Und da reden wir über Gott und die Welt. Das ist spannend, weil der Hof hat ja viel Das zu erzählen. das ist der Club Käseplatte. Ja, Einfach. ja. Das ist so Statt spannend. Club 2 ist Clubpleite, weil wir im Käseland einkaufen. Nein, aber da brauchen wir einen Monat nicht mehr einkaufen gehen nachher. Wir sind blank dann. Ne? Das muss man nicht auch sagen. Vor allem, wir nehmen ja nicht von überall nur 5 Decker. Nicht? Das ist, Ich glaube, das ist jetzt auch der richtige Moment, dass ich vielleicht.
Vielleicht dass blende ich das einmal kurz einblende. Unten, ja, der virtuelle Hut. Bitte haut uns Es haut's wird uns in gelbem und Gold, also in Käsegold angelegt. bitte haut uns mehr eine als üblich, mehr eine als ich jemals eine gehabt habe. Wir brauchen das Geld für die Käseplatte, wenn die Hof kommt. Wenn die Hof kommt, wollen wir das. Und das ist ein Wahnsinn. Der Zonko. Club 2 mit der Hof und Zonko sicher Weltklasse. Ne? Ich glaube auch. Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch. Also das muss ich ehrlich sagen. Ich glaube nicht nur, ich weiß schon. Also, Ui, schau, was ich alles einblendst, da gleich vor lauter Freude. Wo ist denn das jetzt auch? Da ist es zum Ausblenden wieder. Du, das machen wir. Das machen wir. Bist du gescheit. Der Hof, pass auf, der Hof, bitte, jetzt stieg, weil ich das einblendet habe. Wo ist denn das jetzt? Da. Der Hof, bitte. Dieser Aufruf gilt der Hof. Sei so gut auf die Adresse auf büro@16erburm.at. Sei so gut und schick uns da Kontaktdaten, dass wir uns da zusammenrufen können, Ja, weil das bitte. machen wir wirklich. Der Zonko ist sicher dabei, da bin ich, zum Zonko sage ich, bin überzeugt. Also, weil ich glaube also schon, dass er Käse gern isst. Wenn er nicht gerne Käse isst, lockt man mit Speck. So Tiroler. Mit Speck kannst du ihn immer locken, das ist überhaupt kein Thema. Und da machen wir sowas. Der Hof aber sei so gut, schick uns eine E-Mail mit deinen Kontaktdaten, dass wir uns da zusammenreden können. Der Hof, zu euch komme ich überall hin, das ist ja Ehrensache. Dank der Chef. Dank der Chef. Ja, aber das wird leibend, das wird leibend. Wie wäre es, wenn ihr zu Würsteln einladet? Da könnte jeder seinen Senf dazugeben. Und seinen Senf dazu gibt Ja, stets ja. der Mautner Marco. Blöd essen und reden kann ich auch. Ja, Harry Schneider Fonte, du gehörst auch mit dazu. Und auf YouTube übertragen, auf jeden Fall. Hannah Date ist definitiv. Definitiv. Wir machen so einen. Aber der Harry darf nur kommen, wenn er Lidl singt mit uns. Nein. Ui. Nein, da machen wir eine Sondersendung. Wie sagt man so sowas? Eine Sondersendung. Nein, nicht die eine Sondersendung. Nein, ich meine, das ist so eine eigene Kategorie, eigene Sparte auf. Quasi die Club 2 Sparte, da überlegen wir uns einen guten Namen. Eröffnen mit der Hof und mit Zonko. Und wenn die Leute uns nicht komplett Die Käseplatte. die Käse dann ist schon auf jeden Fall gebonkt beim zweiten Teil. Beim zweiten Teil ist auf jeden Fall Harry Schneider Fonte dabei und da findet man Personen. So, Fifi Love, hallo Onkel Klausi. Die Sophie. Grüß dich Gott, servus, das war ja um die Uhrzeit erst. Um die Uhrzeit, bist du noch auf? Das gefreut mich. Grüß dich gut. Sie wird auch nicht kleiner und jünger. Nein, das stimmt. Wird auch älter. Ferien sind außerdem. Was wir die Geschwister schön gerissen und Papa, Mama, gell, weißt du, was wir schön gerissen. So was. Warte, jetzt sind so viele Informationen auf einmal. Nicht viel Aufwand, sagt die Daniel Schlögl. Am besten ein heimisches Öl, Rapsonnenblut, okay. Du musst aufpassen, dass du den Rosmarin nicht frittierst, ja? Oh, klar, also nicht. Aha, ebenfalls solltest du aufpassen, wenn du Bluthochdruck hast. Habe ich nicht. Ja, Daniel Schlögl klingt gut. Das klingt gut. Ja, machen. Hannah die Edition. Da habe ich auch nicht gemeint, aber klingt auch nicht schlecht. Sonderedition. Rudi Korvis hat auch schon gar. Jetzt sollten wir endlich einmal. Ja, jetzt spielen wir es einmal. Jetzt spielen wir es endlich einmal. Was auch nicht. Und morgen fressen wir Kramen, sagt die Menge Pemperton. Jawohl. Also die Leute uns ziemlich gut. Rund um 1880 entstanden und vom Text her unglaublich aktuell. Absolut, ja. Ja, wenn man unser Wehren betracht, da war's kein Wunder, wenn man lacht. Der Unterschied gegen frühere Zeit, da waren's halt noch ganz andere Leute. Am Kirchtag drunten am Schottenfeld, da hat's noch gegeben Silbergeld. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tisch, der hat sich bogen. Ein Buchhändel, ein guten Wein und oft kann Tisch nicht gefüllt. Doch schaut mal heut, wie's zugeht alt, da drunter am Schottenfeld. Die reichsten Leute haben Krieder gemacht, Fabriken zugesperrt über der Nacht,
wo die Weber gewebt haben, sein Shirt, steht einfach so zusammen zu füllen. Von Buchhändeln ist längst keine Spur, jetzt schlägt da jeder hinterm Tor. A gesöchte Blunzen, das alles öd, die Leute haben zu wenig Geld. Ja, a gefrettis auf der Welt. Ja, a gefrettis, die Leute haben zu wenig Geld. A wenn nach dem alten Schlag, wie es einmal war, kommt keiner noch. A Kernfigur mit Stübenand, noch ein Schnitt vom Sonntagsgewand. Am Kipferl Zylinder drum, nach links ein bisschen viereck schon. Das Manchester-Regel, die Hosen gestellt, ab Pfeifen hat nicht gefällt. So war der Werner Bürgersmann. Nicht stolz, nicht übertrieben. Doch schaut man rein den Nachwuchs an, was ist uns übrig blieb. A Gigerl mit ein trager Hut, die Gestalt die reinste Missgeburt. An Stiefeln keine Absitz dran, das Quandl haben's von dann daran. Das ist so dünn wie Flusspapier. Mit Sog sind sie miteinander stier. Zum Auftrag jeden zum Masel fällt. Die Leute haben zu wenig Geld. Ja, a gefrettis auf der Welt. Ja, a gefrettis, die Leute haben zu wenig Geld. Gelungen, muss ich sagen. Jawohl. Einmalig. Gott sei Dank haben wir es jetzt endlich zusammengebracht. Der arme Rudi Korbes, der wartet und wartet. Schreibt sich schon die Finger wund, schreibt schon 100. Mal eine. Die Leute haben es nicht gehört. Aber es ist eine geile Nummer. Ich finde es eine echt leibendes Wienerlied, nämlich auch musikalisch. Weil das eben so dieser, Absolut, ja. dieser Wiener Blues der damaligen Zeit, diese erzählende Dings, ja, genau. Ja. Und man darf nicht vergessen, es geht, die Leute haben zu wenig Geld, das Ding, aber es ist eigentlich, man besingt es eigentlich. Ja? Fängt aber in Moll an, das ist typisch wienerisch. Ne? Ja, Das ist, Obwohl es nicht von Domani obwohl es Groll nicht von Domani Groll, von Karl Lorenz ist. Der war noch ein bisschen älter als der Domani Groll. Das ist noch ein bisschen, fast eine Generation vorher noch. Ich würde gerade sagen, weil Domani Groll, So bis wann hat er geschrieben? 20er, 30er Jahre? Der Domani Groll hat bis in die 30er, 40er geschrieben, wie der 30er, Rudolf 40er. Kronecker. Der hat länger gelebt, bis in die 50er, der war dann eigentlich der Kronecker. Der Kronecker, ja. Eigentlich war Karl Lorenz, mit dem hat dieses Wienerlied, was man heute als Wienerlied bezeichnet, begonnen eigentlich. Dann über Domani Groll und Kronecker, die waren ja relativ viel, die waren nicht so, da war der Altersschnitt nicht so groß, die waren fast gleich alt. Nur ist der Domani Groll etwas früher gestorben als der Rudolf Kronecker. Ja. Ja. Und das war so Anfang 20. Jahrhundert, ne? War die, ja. Sehr leibend. Hallo, grüß euch, Hannes Steurer. Hannes Steurer, der nächste Neffe. Die Sophie Hannes schaut Steurer. zu. Die Anneffen, die Kirchschlager Neffen, die Dernitzer Neffen. Das ist ein Wahnsinn. Das ist schon langsam, wenn wir jetzt schon so Aber die kommen, Familie. oder? Ja, das ist Der gut Wein geht verzählt. auch bald aus, weißt du? Das ist schon Die paar der Ausdrücke darin verdienen eine genauere Betrachtung. Ja, das stimmt schon. Müssen wir uns anschauen. das Flusspapier, gell? Mario begrüße ihn an die Steuer. Ja, ihr kennt euch ja jetzt. Ja, Ja, sagt mir. schön, schön. Du, der Harry Steiner Fonte, er kommt mit einem Ackerl. Das ist aber keine blöde Idee. Aber das machen wir wirklich. Patrick, Ha! Ja, das ist eine großartige Ja, Idee. super. Super. und das werden wir wirklich machen, Ja. die Club-Käseplatte, Club 45 schreibe ich Club-Käseplatte. Aber der Club-Käseplatte. Ja. Und da laden wir, und da werden wir zwei und zwei Gäste über Gott und die Welt Gott und plaudern. die Welt plaudern, ja. Das machen wir nicht in der Pavlatschen, sondern Nein, machen wir ein Format. Das war das, was ich gesucht Ein habe. Format. Ein neues Das neue Sendungsformat. Format, Ein Sendungsformat ist immer entstehen. Hoffentlich fladert uns das jetzt keiner. Wenn alle Ja, zuschauen. ja, insofern. Casino Baumgarten, gell? Ja. Das mache ich mit einer Wurstplatten. Genau das gleich mit der Wurstplatten. Aber das wird doch lustig. Ein Käseplatten,
Wobei eigentlich jetzt, das war nur wegen dem Käseland, weil der Hof gesagt hat, das Käseland ist Leihwand. Wie gesagt, so kommt man auf die Ideen. Aber das war da was. Bei Käse und Wein. Und den Auftakt, jetzt schauen wir, dass wir das machen, der Hof und Zonko. ja. Und da plaudern wir immer sehr spannend. Absolut. Zonko Ja. erstens einmal als studierter Germanist und dann natürlich auch als langjähriger Motorradjournalist, eigentlich der Doyen der österreichischen Kann man sagen, Motorradszene. ja. Genau. Ja. Und der Hof als berittener Polizist, würde ich sagen, als Motorradpolizist. Ich habe ihn verwirrt mit dem berittenen Ja, Polizist, wahrscheinlich, mit ja, deinem Bruder, ja. Der berittene Ein Polizist. Vorschlag, Ja. 16er Tafelrunde, Fritzl Startguss. Da werden wir nicht auf Käse beschränkt. Nein, der Käse Tafelrunde. Die Mege Pepper sagt, dann aber mit Tafelspitz. Ja. Die Hannel, die sagt interessante Musikerbiografien und die Lieder. Ja, bei ein paar wissen wir was zum Erzählen. Alle wissen wir ja auch nicht oder viel. Aber bei ein paar, das ist schon interessant. Das Da Rundherum. könnte man mal was zum Dings auch machen. Ein Dings? Dann haben wir ja schon da so Videos auf. Ja, so kurze. Aber das werden wir sicher mal ein bisschen ausbauen, ja. Aber ich glaube, das ist so auch da ganz gut, wenn man das so erzählt. Weil ja, ist natürlich leibend. Definitiv. Hannel, Dankeschön. Und die Ja. 16er Tafelrunde. 16er Tafelrunde. Die Tafeln. Ja, auf jeden Fall ein guter Tipp. Ein guter Hinweis. Eine gute Es Idee. entsteht, glaube ich, hier Großes gerade. Es steht der Durchbruch. Den Durchbruch Das werden wir ist nämlich gut. nicht mit der Musik erzielen. Den Durchbruch erreichen wir mit der Talkshow des Jahrtausends. Die Tafelrunde. Die Tafelrunde. Also, nicht, ich meine, verstehst du, das ist schon ein Wahnsinn. Das machen wir. Das geht mit der Keule. Was Christopher, da kommt dann bei Klaus Steurer, habt die Glocke an. Kommt das dann bei Klaus? Na, 16er Kanal machen wir das. Aber Ja. Christopher da, ich werde sicher auch wieder irgendwas machen auf meinem YouTube-Kanal. Mittlerweile rennen wir ja schon die Leute davon. Ich habe nur mehr 600 Abonnenten jetzt. Ne? Ja, weil ich nichts aufgestellt. Ne? Aber es mit ist- Klaus. Kann mit Klaus, ja. Gute Aber, Sache. aber es ist halt so, ich stecke sehr viel Energie in das Projekt 16er. 16, Also, da geht da alles hinein. Jetzt. ich sage jetzt mal in das Ja. drumherum. Und da habe ich dann für mich nicht so viel, oder ich achte es nicht als so wichtig an meinem Kanal, aber ich werde auch wieder irgendwas machen, sicherlich, aber das muss sich halt einfügen oder unterordnen. Habe ich also festgestellt, das muss sich unterordnen, sozusagen dem 16er-Prozess, weil da sind wir ja mit Leidenschaft voll dabei, da wissen wir, was wir tun, da wissen wir, warum wir das tun. Unser Beruf und Da unsere haben wir Berufe. Freude, das ja, ist da haben wir schön. Leidenschaft, das für uns, das ist super. Aber ich glaube, dass eben so eine reine Talksendung, wie man so neudeutsch sagt, eine reine also ein reines Gespräch mit Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, das ist einfach auch Das glaube ich auch, ja, absolut. Schreibt eine, wenn ihr irgendwelche Meinungen dazu habt. Das würde mich wirklich interessieren. Ja, wie viele interessante Leute wir zwar kennen, nämlich eigentlich auch. Ja, 7er locker, ne? Abgesehen jetzt von der Runde hier, wer da Die vielleicht Ritter noch der kommt. Käsetafel, der Die Emery Ritter der Käsetafel. Die Ritter der Käserunde. Aha, der Rudi Korbis, die Tafelrunde ist schon eine Kabarettrunde, nicht, dass es da Schwierigkeiten gibt. Ja, danke. Trittstratschbunker. Da kommen die Ideen, da bist du gescheit. Ich glaube, da werden wir eine Umfrage machen, da werden wir ein paar Ideen sammeln. Ja. Wie auch immer wir das nennen werden, aber es ist quasi die Idee, so eine Art Club 2 zu viert, gemütlich bei Käse und Wein. Bei Käse und Wein. Und wenn einer keinen Wein trinkt, kriegt er einen Slivovitz. Oder Frokade. Ja. Oder Kracherl. Kracherl oder Slivovitz, muss die Frage sein. Wie beim Hermes Feldberg, das ist Frokade der Eierlikör, muss bei uns die Frage sein, Kracherl oder Slivovitz. Ja, der Wein. Ja, das war ja Quatsch, aber- eher, nicht? Aber was der? Plausch mit den 16ern. Fritzler Status. Geht mit der Keule durch. Christopher da. Ja, nein, aber ich mache sicher noch was. Ich mache sicher was, der Klaus Steurer Kanal wieder. Ich möchte zumindest ich möchte ein paar Sachen schon aufstellen. Hab die Podcasts auch immer super gefunden. Danke, Daniela. Ja,
Ja, aber sicher, aber das wird leibend. Das wird leibend. Weil, ich sage euch auch warum. Jetzt sage ich was hoffentlich Sinnvolles. Weil ich glaube, dass auch dieses Thema zum Beispiel Wiener Lied und wir hören das sehr oft von Leuten, die dann sagen, ihr schafft es, dass das Wiener Lied nicht nur jetzt erhalten und bei den Alten, sage ich jetzt mal so, dass sehr viele Junge auch oder auch Leute, die einfach Kein Bezug mehr, nicht Ja. mehr gewusst haben, was ein Wiener Lied ist, Da- einfach sich genau. dann interessieren dafür. Aber das ist ja genau das Leibende, was Ja. ich finde, weil das ist... und ich glaube, das war jetzt und ich glaube, das war jetzt schon einfach eine leibende Geschichte, wo man sagt, na, wir plaudern mit anderen Leuten, warum nicht als Vertreter unserer Gattung? Unserer Gattung, ja, genau, lassen wir Gibt es sonst nicht zu viel. Käse und Wein. Bei Käse und Wein. Wir laden, die 16er laden zu Käse und Wein. Und dann haben wir 2 Gäste, Zur Käsetafel. genau, und mit denen plaudern wir. Ja. Über Alles. was auch immer. Das wird leibend. Für Zucker ein Rauchsaftel, ja, da kriegt ein Kindersekt. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Alles Käse, cheesy. Bitte rauf jetzt wieder, ja. Fürs Ackerl gibt es ja mit Taxa, ja, das stimmt. Das bitte mit Taxa. Die träume ich nicht einmal herein. Roland Sperg, bis bald, grüß euch, Roland Sperg, wir sehen uns Wir sehen uns einander am am Sonntag. Sonntag. Freue mich drauf. Freue mich auch, ja. Ja. Und wir kommen Viert euch. wir kommen nicht zum Schluss. Wir machen jetzt Schluss. Weil jetzt bin ich aufgetragen, ich muss es planen. Außerdem, Nein, es ist die Szene. Szene passt Und Alles was mir gut. jetzt einfällt, Alles gut. wir werden, sollen wir es ankündigen? Nein, ankündigen können wir es ja nicht. Es könnte passieren, dass wir im August noch einen Montag einen Pavlatschen machen aus meiner Klause, aus der Klause, ja. damit später als Szene. Das Da wird würde es ich nur später, sagen. ja, garantiert. Aber ich will es nicht versprechen. Na, habe ich das gut gesagt? Weil so haben wir ein bisschen Diverse Dinge müssen sich noch einrenken bei mir, aber sonst ist alles gut. und dann, haben wir Ja. das, dann haut das hin. So, Patrick, ist die Flasche leer? Die ist leer, Ja, dann trinke ich jetzt aus und wir spielen die Schlussnummer. oder? Die ist so schwer noch. Also nein, das ist so dicker Bock. Ist noch was drin? Nein, ist nicht keiner. Also, Kein, dann kein, trinke ich- kein Tropfen. Zum Wohle. Was ist am Sonntag, sagt der Gerald Sperg, da sind wir, da spielen wir bei einem Frühschoppen, Bei dem Frühstück der aber geschlossene Gesellschaft ist. Gesellschaft ist, ja, im Weihviertel. Ja. Da spielen wir ein quasi, also eine geschlossene Geschichte. Der Werner wird aber- da sein, hoffe ich doch auch. Ich Ja. nehme an. Ja, genau, weil da gibt es ab nächsten Montag, nächsten aller Montag? Voraussicht nach, na ziemlich sicher Nächste sogar, Woche, ganz sicher nächste Woche, einen ja. neuen Dauer-Winzer-Test. Den wir jetzt schon die Wochen haben wollten, aber da ist ein bisschen was dazwischen kommen noch. Winzer-Dauertest. Genau. Dauer-Winzer-Test, Dauerwinzertest ist auch nicht schlecht, ja. Verstehst du? Das stell dir mal vor, du sitzt wie beim Ikea, wie es früher gegeben hat, diese Kloskabin, wo so ein Sessel drin gestanden ist und da ist immer irgendwas auf den Sessel aufgefallen. Jetzt stell dir das ein Dauer-Winzer-Tester, du hast so ein Glaskabel, da sitzt der Winzer drin und der kriegt permanent auch nicht die Goschen. Der kriegt permanent wie von einem Bud Spencer immer den Dampfhammer von oben. Was der Ja, genau. Also einen Winzer-Dauertester war der richtige Begriff natürlich. Käse, Wein und Trauben. Das gibt es auch in der was? In der First Class. Ja gut, Christoph Radau. Käse, Wein und Trauben. Gefällt mir auch. Der Fritzler Status ist pragmatisch. Alles, was ihr macht, ist super. Dank der Fritzler. Danke, das ist sehr lieb, aber nicht immer alles ist sehr super. Das möchtest du natürlich schon recht, also zum Großteil. Also, Rudi Korbis, Insider, war am Donnerstag im Weihviertel Hautzendorf in der Kölnergassen Klieglitz. ja! Ich sag nur Freddy. Stimmt's? Freddy! Ich sag nur Freddy. 16er Rauchers. Alles Käse oder was? Da kommen die Ideen. Großartig. Leidl, ich trinke jetzt einmal aus und dann spielen wir die Schlussnummer für heute und es wird sicher noch ein spannender Monat. Ganz leibende Pavlatschen werden wir machen und diese Idee, da werden wir uns sicher, also das wird sicher passieren. Sicher noch, ist sicher, was der weiß nicht, wie das mit den Terminen ist, aber ich sage mal, wir planen einmal noch für den August, Ja, eher zweite Hälfte August, wenn der Hof Zeit hat, wenn der Zonko Zeit hat und wenn das Käseland offen hat, dass wir entsprechend Käse einpacken können, dann wird es da sicherlich den Pilot geben zu diesem neuen Sendungsformat, wie auch immer es dann heißen wird. Und schaut her auf, herrlich diese Idee, finde ich ganz, ganz großartig, große Freude, Käsealarm vom Feinsten. Ja. So schaut's aus. ja. Es laden ein die 16 Euro mit Käse und Wein. Ja, das hat ja was Poetisches, wie die Hannal das schreibt. Ne? So, aber jetzt einmal. Dankeschön. Danke. War leibend. Ich hab schon ausgetrunken. Prost. Der war nicht so.
Macht nichts, Bulle, macht nichts. Entspann dich. Ich werde mir, wenn ich dann daheim bin, nicht noch 8 schenken, glaube ich. Du, ich bring die Epis zu dir. Das ist ja kein Thema. Pavlatschen Deluxe. Wein und Trauben, Käse und Milch. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen und langsam Zeit. Wir haben heute gesungen, haben viel gelacht, den Alltag miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden, beim Anfliehen. Wir haben was getrunken und haben was gegessen. Den Alltag miteinander vergessen, doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam müde. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen mit langsam Zeit. Wir haben fix getrunken und was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Ich werde mir den Text nie merken, glaube ich. Ich habe nicht Post und gesungen viel, nur gegen Ende wird's langsam still. Und so macht die Stimmung ihre Zeit. Spür ein Solo, das kann ich nicht. Kann ich mir nicht versingen. Das machen wir mal. Nur einmal, ich bemühe mich. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns sehr gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Viert euch gut. Danke vielmals. Viert euch. Eure 16er Buben. Leiband war's. Menschen, Menschen, sind wir alle. Völler hat jeder genug. Alle können doch nicht gleich sein. Das liegt schon so